Herzlich willkommen bei unserer Sendung «Hi für Straßburg» zusammen mit Isabel und mit mir. Wollte mich heute einen kleinen Abblick geben, was wir diese Woche an der Plenärswoche so geschwatzt und diskutiert und aufgestimmt haben. Dafür direkt zu dir, Isabel. Was war ein wichtiges Element für dich diese Woche heute zu Straßburg? Wir sind diese Woche ganz in dem Zeichen der Menschenrechte, wie du ja auch mitgekriegt hast, Martin. Es war ein großer Moment an der Plenär, wie wir den Sakharov-Preis ausgedeelt haben. Es sind Jina Mahsa Amini, die den Preis gekriegt hat, mit den Frauen von Iran, die sich wehren gegen das oppressive Regime. Es war ein ganz emotionaler Moment. Das ist extrem traurig, dass die iranische Regierung auch noch verhindert hat, dass Jina Mahsa Amini seine Eltern, seine Familien mit seinem Bruder konnte kommen. Sie waren invitiert, sie hätten sollen den Preis überreicht kriegen und sie konnten verboten, für aus dem Land rauszugehen. Es weiß am Anfang nach wie wichtig es ist, dass wir weiterhin das Thema ganz hoch halten. Wir haben ihnen, ich gebe so ein hoch und hellisch versprochen, dass wir bei ihnen bleiben und dass es nicht nur am Sakharov-Preis gedauert wäre, sondern dass wir weiterhin ihnen all die Unterstützung, die das Parlament kann geben, das Europaparlament kann geben, geben wir ihnen weitergehen. Das ist auch schon gesagt, Menschenrechte Woche, weil das auch den 10. Dezember ist, den Tag von den Menschenrechten. Und wenn wir sehen, was an der Welt los ist, wissen wir, wie hoch wir sie müssen halten. Aber wir müssen sie unglücklicherweise an der Welt von heute wirklich verteidigen am Sinn, dass es universal Menschenrechte sind. Es gibt viel zu viel, dagegen gestänkert. An einer Sache will ein Platz gesagt werden. Auch die Dignität des Menschen muss einfach bleiben. Und das muss den Punkt sein, den uns alle Gurten dieser ganzen Welt verbindet. Aber wir dürfen nicht akzeptieren, dass autoritäre Staaten dagegen gehen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Woche seit der ganzen Zeit. Und wie das ich auch Sprecherin für die Menschenrechte bei der EVP. Also ist mir besonders wichtig, das Woche. Noch ganz kurz, wir hatten noch wirklich eine überparteiliche Gruppen dann hier am Europaparlament, wo wir zusammen waren mit den Laureaten, weil sie einfach Leute kommen, also die wirklich ganz aktiv sind am Verteidigen von den Frauen am Iran, die da waren und die dann das überreicht haben und man konnte mit ihnen zusammen sein. Und da weißt man, dass die Europäische Union, die an der Mitte sind, alle Gurten zusammen können auf hier gehen. Martin, du hast auch ob manst ganz große wichtige Punkt, den du Eis mitteilen. Ja, genau. Das Woche war natürlich, was du angesprochen hast, ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten noch die sichere und nachhaltige Versorgung von der Europäischen Union mit kritischen Rohstoffen. Und da geht es am Anfang auch darum, dass wir als Europäische Union als mich stark aufstellen, dass wir mich stark als Einheit fungieren und aber auch als nicht so aufhängig machen vom Ausland. Das ist wirklich, das ist natürlich ein bisschen mehr ein technisches Dossier, und aber wichtig, weil es geht darum, dass wir als Europäische Union an diese Rohstoffe, kritische Rohstoffe, das ist so Kalium, Lithium, alles das, was wir am Anfang brauchen an der Digitalisierung, an den neuen an den Umwelttechnologien, genau, dass man die Rohstoffe auch aufsichern, von wo man die kriegt. Weil wir sind enorm aufhängig heute davon. Und müssen aber in Zukunft gucken, für Männer aufhängig zu sein. Weil wir haben gemerkt, beim Krieg an der Ukraine, dass das einfach ein immens wichtiger Punkt ist. Wir haben einerseits natürlich den Faktor, dass wir die Ressourcen von dem Ausland kreieren. Wir müssen es breit aufstellen. Das sind nicht nur E-Partner, also noch die Partner, die wir haben, dass das zuverlässige Partner sind. Und dass wir an dem, wie wir sie auch brauchen, die Ressourcen noch nachhaltig fungieren. Das heißt, dass wir so eine ganz Kreislaufwirtschaft abbauen, dass wir Wiederverwendung von den Rohstoffen haben, dass wir als Rohstoffe dafür an einem Zyklus dranhalten. Und so eigentlich packen, Männer aufhängig zu gehen, mehr stark als Europäische Union zu gehen und so auch eine nachhaltige Nutzung noch viel zu bringen. Und das ist einfach enorm wichtig. Das ist die strategische Autonomie, von der wir immer nicht schwätzen. Genau. Aber man ist ganz schwer, den Haien für dahin zu kommen. Du siehst, dann das flott, dass du darüber schaffst,
dass die wirklich so für die Materien so wichtig ist. Genau, und du sind wir eben an Trilogverhandlungen gewesen und du sind wir am Resultat kommen. Das ist einfach super, dass man das lo konnte nachher an der Pläne bestätigen mit dem, was man da als Resultat hatten. Bei dir war aber auch das Woche noch genug los. Oh, das einfach sind heftig Woche, wenn wir zu Straßburg sind. Das ist auch die Woche, das an der Woche, wo wir das große Meeting dann haben vom Büro von der Chambre, also vom Europaparlament, das ist ja nicht Chambre, wo man dann vom Europaparlament, das Büro vom Europaparlament, den dann zusammen könnt, das ist eine ganz lange Reunion, wo wir dann all Dossiers durchschulen. Das ist auch die Woche, wo den College von den Quästoren zusammen könnt. Und weil ich auch so oft gefragt habe, was macht er dann, was ist das dann? Also eine von den Sachen, die als zum Beispiel das auch ganz wichtig war, also von den Punkten, die wir behandelt haben, dass wir gucken, wie für die nächste Legislaturperiode am Fond geholt, all das informatische Material, was auch dann zu den Deputierten zur Verfügung gestellt wird, was sie da sollen kriegen, aber auch mit dem ganzen Aspekt von der Sicherheit, weil wir ja wissen, dass im Europaparlament auch ein von den Zielen ist, die könnten gehackt gehen, und das sind aber extrem wichtige Elemente, nur denen man muss gucken, weil sonst, die können sich vorstellen, alle Gäste, wie viel Chaos, das in dem Moment keinen Sinn, wenn du eigentlich richtig gehackt gehen. So, das ist nur ein Beispiel. Mir war ganz wichtig, dass man durch nicht weisen, dass wir vorausschauen, das wollen, das ganz schon annehmen, dann einfach als klar sehen. Ob wir fertig sind für Juni, Juli nächstes Jahr, dann muss das effektiv decidiert gehen, weil sonst sind wir nicht fertig. Ja. Mach den. Muss ich essen? Ich meine, das ist so ein Thema. Ja. Weil wir haben natürlich auch immer die großen Dossiers, die wir trätieren. Und aber heute ist es auch ganz flott, weil wir auch an Details gucken gehen. Weil das auch wichtig ist. Es geht nicht um Krümmung von der Banane, gell? Nein, das geht nicht um Krümmung von der Banane. Nein, ich muss auch so, und das reprochiert, dass wirklich nicht das bei uns Hauptthema ist, egal. Nee. Das die kleinen Sachen, die aber wichtig sind. Genau, weil das geht Breakfast Directive genannt, also als Kaffee-Drink direktiv, wenn ich so will übersetzen, worum es geht, wie zum Beispiel, wo als ein Honig hier könnt, da sind da doch auf der Etikett gesagt, wo als ein Honig hier könnt, wo als Gebäß hier könnt, wo als Jus hier könnt, oder besser gesagt, wo Früchte hier kommen, die am Jus sind, weil aber auch enorm wichtig ist, sowohl für den Konsumateur da draußen, wenn ich mein Jus trinken, will ich schon wissen, von wo meine Orangen sind. Und das also kleines Element, was vielleicht, wenn ich nicht verpasse, gesagt, dass es vielleicht, dass ich drüber schmunzelt. Und aber fand ich wichtig, dass wir auch darüber können eine klare Position haben. Und auch als Europaparlament und also ein kann man etwas mit Kleines, Konkretes beschäftigen, wo ich als Europäer daheim auf meinem Kaffeestisch dann nur aber auch gesehen, dass das an der EU sie mehr als eins geht. Und wir gesagt, wir wollen wissen, von wo als Produkte hier kommen. Und das ist wichtig, für das doch zu sehen. Und noch darüber haben wir geschafft. Aber natürlich war die ganze Breakfast Directive, also die Frühstücksrichtlinie, war die noch wie groß, also um Zuckergehalt gegangen. Und wo also ein Honig hier könnt, am Sinn von, da sind wirklich Rückverfolgen kann bis bei den Imker, weil auch da haben wir gesehen, es sind ganz viele Honigen, die als Honig verkauft gehen, die gar kein Honig sind. Und so eine Rückverfolgung bis bei den Imker, das ist nicht nur in Hannover, aus welchem Land könnte mir bis bei den Imker. Natürlich immer mit der Ausnahme für ganz kleine Imkerinnen, das hat nicht zählt, aber da sind aber ein gewissen Notverfolgung hat, wo was hier kann. Also extrem wichtig, Martin, weil das geht um die Information vom Bürger. Also wir haben das Recht, zu wissen, wo es hier könnt, und dann noch von der Gesundheit hier. Genau. Dafür vielen merci. Schon nach letzten Punkt, und ich muss so schon für den Schluss gehalten, weil ich kann nicht emotional gehen, und das wäre schwierig. Dateien also am Fond geholt, wenn ich richtig verstanden habe, als letzte Emission. Weil man nicht mehr dann werden können, dann auf Punkt Doc können da sehen. Und ich will aber nicht das letzte Mission zum Schluss gehen lassen, ohne ein riesengroßes Merci zu sagen. Wir haben eine Information, die kriegt von Leo Vollstadt auf Maurice Molitor. Und ich will auch dem Edikrier, Ihnen allen drei, weil ich
Vielmals merci so Nedikir war immer Kontaktpersonen, die wir hatten, wenn wir diese Emission gemacht haben. Es war jo 20 Jahre, wo man den Deal an der Televisionswelt hatten von Lützeburg, was ich aber ganz wichtig fand für die Diversität von Eisen, von dem, was man auf der Tele gesehen. Es fällt mir also extrem schwer zu denken, dass das Punkt Doc nicht mehr da ist, dass Doc TV nicht mehr da ist. Und auch, es war für uns, Martin, du hast so wenig können davon zu profitieren. Ich meine, dass es ein ganz wichtiges Element von unserer Teleslandschaft war, wo es wirklich die Möglichkeit gibt, als Message rüberzubringen. Ich will auch all den Zuschauern merci sagen, die uns begleitet über die Zeit. Ich hoffe, dass das aber für die ganze Equipe, die hier drübersteht, oder die Equipen, die hier drüberstehen, einen Weg finden, wo sie auch sich weiter entfalten können. Aber was ich wirklich sagen, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Merci. Wir sind vielschällig. Also, bonne Chance für alles, was ihr sonst nach Gift wollen erholen. Genau, noch von meiner Seite ein ganz großes Merci. Ich war nicht so oft auf der heutigen Seite, ich war aber ganz oft als Spektateur da. Und ich wollte doch dafür von meiner Seite vielmals Merci sagen für die Zeit, wo da gesandt wird. Kleinste Lützeburger Televisionsgeschichte, wie wir eine Message hatten, die dazu angeht. Vielmals Merci. Merci.